Heute gehen wir zum David. Er hat einen seltenen Krebs. Wie er mit dem umgeht, erzählt er uns in diesem Video. Also 2019 habe ich schon ein paar Monate gespürt, dass etwas hormonell nicht stimmt. Ich habe nicht gewusst, dass es hormonell ist. Meine Wahrnehmung hat sich ein bisschen verändert. Dann habe ich viel mehr Appetit als sonst, vor allem mit dem Urlaub, den ich gesehen habe. Letztlich sind auch meine Beine aufgeschwollen und mein Gesicht aufgeschwollen. Ich habe mich Akne gekriegt und ich bin dann nicht mehr in meine Schuhe reingekommen. Ich bin dann halt auch auf dem Notfall gesehen, weil es wirklich nicht mehr gegangen ist von den Symptomen her. Ich völlig aufgeschwollen war. Und da bin ich dann eigentlich auch gerade stationär geblieben. Ich habe eben einen neuroendokrinen Tumor und ein Drittel von diesen Tumoren produzieren Hormone, was sehr unangenehm ist. Wenn die Krankheit aktiver wird, dann spürt man auch das Hormon besser. Es verändert einfach die Wahrnehmung, man ist viel gestresster und man kommt psychisch aus dem Gleichgewicht und es ist auch sehr unangenehm für den Körper. Es juckt überall und es ist eigentlich wie ein Stress, es ist wie der normale Stress, den man hat vor einer Prüfung. Er ist einfach konstant. Ich bin dann an meinem Geburtstag auf die Intensivstation gekommen, dass man eben den Tumor ausoperieren kann, weil man das Hormon nicht mehr kontrollieren konnte. Das Hormon kontrollieren muss man auch die Krebserkrankung kontrollieren. Der Tumor ist in der Thymusdrüse gesehen, hier über dem Herz. Da bin ich gerade 22 geworden und ich habe es auch fast nicht überlebt. Also das erste Mal ist es gut gegangen, zwar die Operation, aber ich hatte dann 2 Wochen nachher noch eine Nachblutung gehabt. Dann nachher hatte ich im Thorax, also dem Brustkorb, so 2,5 Liter Blut gehabt, das man mir abgesaugt hat, und da wäre ich wirklich praktisch gestorben. Es war sehr, sehr schwierig, wieder von dem sich zu erholen, weil natürlich Chemotherapie nach der ersten Operation und nach der zweiten Operation, das war ziemlich eine harte auch am Anfang. Das heisst, ich hatte gar keine Zeit, mich zu erholen. In diesem Moment hatte ich wirklich Angst ums Sterben. Und ich habe all diese Sachen gemeinsam gemacht und ich habe mir so Mühe gegeben, das war wie eine Tortur, dass es dann einfach weitergeht. Das war extrem deprimierend. Und dann hatte ich schon Angst, was mache ich jetzt? Also, gibt es jetzt noch Hoffnung? Oder? Was sicher geholfen hat, ist Psychoonkologie. Also, das gibt eine Psychologin, die jeder in Anspruch nehmen kann, der betroffen ist. Natürlich eine Freundesgruppe habe ich eine gute, noch von der Schule her. Eben mit meinen guten Freunden rede ich recht oft darüber, aber auch mit der Verwandtschaft. Was mir noch geholfen hat, auf jeden Fall sind meine Eltern. Die sind sehr oft mich besuchen im Spital, was mir schlecht gegangen ist, jeden Tag. Also die haben mir sehr geholfen. Also ich habe die Ausbildung als Informatikpraktiker abgeschlossen und mein Ziel ist, die EFZ-Lehre als Betriebsinformatiker, die ich gut habe angefangen habe, noch fertig zu machen, solange es für meine Gesundheit möglich ist. Einfach in einer anderen Schule. Also das Zeichnen bedeutet für mich eine gute Ablenkung und einfach eine Fokussierung und eine Ablenkung von der Erkrankung und auch etwas Tolles. Man kann den Leuten Freude machen. Also ich habe viele verschiedene Therapien gehabt, aber von der Chemotherapie habe ich insgesamt 12 Zyklen bis jetzt. Was sich aber wirklich geändert hat, ist, dass ich gemerkt habe, dass man als Mensch auch fragil sein kann und dass schnell mal etwas passieren kann und dass man gar nicht so viel Kontrolle über sich und die Situation hat, wie man eigentlich denkt. Und Sicherheit zurückzugewinnen, aber vor allem auch Sicherheit in den eigenen Körper zurückzugewinnen, ist sicher eine der grössten und schwierigsten Aufgaben, auch für mich. Es gibt sozusagen ein Medikament, das man spritzen kann, das das Hormon kontrollieren kann. Aber das ist nicht so, dass dann die Krebserkrankung weggeht. Aber eigentlich ist es so, dass wenn der Krebs ganz weg ist, dann hat die hormonell wirklich Ruhe. Und das wünsche ich mir auch am meisten. Und bis jetzt ist das sehr, sehr schwierig, das zu machen. Es gibt im Moment schon nuklearmedizinische Therapien, die schon Heilversuche machen mit dem, wo ich habe. Also könnte es theoretisch klappen in der Zukunft. Also es gibt ja viel Forschung in diesem Bereich. Ich würde wieder mal gerne ins Ausland gehen, Urlaub machen. Das wäre toll. Oder einfach ein routiniertes Leben haben wieder und mich weniger mit der Krankheit beschäftigen, dass sie mich mehr in Ruhe lässt und einfach eben meine Ausbildung fertig machen oder weitermachen. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel.